Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Anja Mag aus Weissachen im Kanton Bern. Aus dem luzernischen Rohrmatt die Monika Kurmann-Emmenegger. Aus Seis im Kanton Aargau Daniela Huwiler. Von Balterswil im Thurgau Helen Imhof. Aus Kägiswil im Kanton Obwalden Lydia Barmettler. Von Unterägeri im Kanton Zug Katrin Itten. Und aus dem schweizerischen Rickenbach Eliane Schürpf. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. So. Es ist der Tag vom grossen Landfrauenessen. Noch ist es ruhig. Ja. Chillen. Daniela Huwiler ist 31 und die jüngste der Landfrauentruppe. Sie ist zuversichtlich. Es kommt gut und jetzt muss ich einfach ein bisschen, mich probieren entspannen beim Kochen. Also, ja. Völlig entspannt sind die anderen Landfrauen. Sie sind auf dem Weg nach Seis im Kanton Aargau. Ich glaube, sie haben ein bisschen Angst vor meinen Portionen. Ja. Ich glaube, Daniela die kocht genug. Sie hat gern viel Essen. Sie isst gern. Ich denke, es wird pfiffig, modern, farbig, bunt und es wird sicher grosse Portionen geben und wahrscheinlich sehr gute Wein dazu. Unterstützung in der Küche hat Daniela heute von ihrer Freundin Desiree. Ja, das ist mega lang. Siehst du jetzt das schnell? Das sind überriesig. Ich weiss, weil du sagst, wegen 3. Und Frauen, also weißt, lieber ein Supplement. Also wir essen 3, aber sie essen wirklich nicht 3. Schliesslich gibt es auch noch Dessert. Es wird sicher süß, weil sie hat sehr gerne Dessert. Viel Dessert. Vielleicht etwas Fruchtiges wieder. Rhabarber wäre es jetzt so Saison. Es ist das 3. Essen. Die Landfrauen können Daniela schon ein bisschen einschätzen. Ja, so blumenlastig wird es nicht werden. Nein, sie ja, kennt sich in genau. der Botanikwelt nicht so aus. Das war der Punkt, warum sie mir gerade in den Sinn kam, wegen dem Anrichten. Weil ich bin so der... Da hast du. Also wirklich, da bin ich nicht Perfektionist. Ich sage, es ist fein. Ich weiss schon, das Auge isst mit, aber das kann ich wirklich nicht. Es fehlt mir. Das Jetzt gibt es eine Kochpause. Die Frauen kommen. Grüezi. Sind Sie da? Ja. Oh, schön, dass man dich vermisst. Nein. Oh, wie Pech. Ja, Frauen, schön sind ihr da. Ich freue mich mega. Bei uns in der Wanne. Das ist mein Mann Patrick. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Unsere Tochter Elena. Und und meine Küchenhilfe Desiree. Hallo miteinander. Ja. Wir müssen den Apéro geniessen, Käse von der Region und dazu ein bisschen Brot. Und wir haben noch einen Gruß aus dem Wald, Waldmeister-Drink für euch. Für etwas Spritziges. Genau. Ja, geniessen es. Super.
Fertig. Der Hof der Familie Huwiler ist ein Milchviehbetrieb mit Ackerbau. Im Stöckli neben dem Stall wohnt Daniela, ihr Mann, der Patrick, und die 2-jährige Tochter Elena. Gute. Die Daniela legt Wert auf Routine. Das Mittag ist sicher uns sehr wichtig. Es ist die Zeit, wo wir als Familie zusammen sein können. Sicher. Der Morgen ist nicht immer, dass wir zusammen zum Morgen essen können. Der Mittag eigentlich schon, wenn ich nicht am Arbeiten bin auswärts. Und das ist einfach schön. Daniela ist eine sehr gute Köchin. Also ich schätze es sehr. Also, ich bin nicht wirklich der Koch. Ich kann auch nicht wirklich gut kochen. Es ist wirklich nur das Nötigste, was ich kann. Ja. Kochen habe ich vorwiegend eigentlich gelernt durchs Zuschauen bei meiner Nonna oder bei meinem Vater. Meine Nonna ist von Italien, das heisst, wir haben auch italienische Küche daheim, verbunden mit auch normaler Schweizer Küche. Aber ich habe es schon am liebsten Italienisch. Also es war ein mega Highlight immer. Wir sind oft am Sonntag zu ihr und wir sind immer sehr gut bekocht worden. Daniela ist immer strikt durchorganisiert. Ja. Wenn es nicht so ist, ist sie nicht zufrieden. Also, ja. Nein, ich finde das auch gut. Oh, heiß, ja. Ich kann noch ein bisschen blasen. Die Arme nach hinten. Ja. Hast du gesehen, das ist ein Fleisch. Daniela und Patrick kennen sich seit 5 Jahren. Seit 2 Jahren sind sie geheiratet. Glaube ich. Also, ich habe etwas vergessen. Den Hof haben die beiden 2019 von Patricks Vater übernehmen. Heute steht die Zune auf dem Plan. Eine Arbeit für die ganze Familie. Teilweise geht es unter Arbeiten und teilweise ist es auch wirklich ein Privileg, dass wir das ein bisschen können. Ich meine, wir haben jetzt nicht immer mega Stress beim Zäunetz zum Beispiel. Die Arbeit genieße ich. Ich finde das schön. Ich kann meinem Mann zuschauen beim Arbeiten. Wir haben das Bläuschen hier oben gegeben. Wir können die Umgebung geniessen. Schön. Ich glaube, wenn ich fahre und sie hage, dann bin ich schnell mit dem Fahrzeug und sie mag nicht hinten nachher mit Pöli einstecken. Ich habe am Anfang gar nicht mit Landwirtschaft im Hut gehabt. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Bauern anlache. Aber ich glaube, diesen Satz geben wir noch oft von einer Bauernfrau. Aber jetzt ist es gut und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen.
ins Häuschen. Komm. Oh, umgeht. Ja. Der Papi. Dort ist er. Kannst du mithelfen? Sag mal. 30 Kühe und ein Moni sind entweder auf der Weide oder im Laufstall. Daniela hockt gern in grossen Gefährten. Sie ist eine kaufmännische Angestellte. Jetzt ist sie auch noch Bäuerin mit Fachausweis. Ja, ist gut. Also, was hat sich verändert seit der Bäuerinnenschule? Ich bin sicher in gewissen Themen ein bisschen sattelfester, weiss mehr Bescheid. Ich habe ein bisschen gewisse Blickrichtungen, die sich vielleicht geändert haben. Ja, die Kommunikation ist sicher besser. Wir sind ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Klar, ich habe nicht die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Der ganz links dort, der Käse, der erste. Ja. Kannst du den Rest reinleeren, der sauft dann so viel, wie er mag. Die lernen das auch in der Bäuerinnenschule durch, ein bisschen, wie das funktioniert mit der Milchkühe vom Kalber und über das Milchgeben und allem, auch die Krankheiten, die Stoffwechselstörungen. Und jetzt, wenn ich sage, es hat eine Kalber, sagt sie aber gerade, hast du geschaut, dass sie genug Kalzium hat, oder hast du geschaut, dass es ihr gut geht, oder hast du ihr noch Arnika gegeben und so. Es ist eigentlich noch, ja, recht eine Unterstützung. Auch Elena hilft mit im Stall. Sie ist mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen. Ihr fehlt ein ganz recht Wadenbeinknochen. Aber sie lässt sich nicht einschränken. Dank der speziellen Orthese, jetzt, die sie anhat, so Orthoprothese, die ist wasserfest. Ich kann hier bei uns in den Stall und die Füße bleiben einfach trocken und warm. Das ist mega cool. Sie hat es mega gern. Fibulare Hemimelie, sagt man in der Fachsprache. Gründe dafür kennt man bis heute nicht. Unsere Landfrau hat noch einen Einsatz. Daniela ist im Feuerwehrverein Aristo. Heute ist wirklich ein spezielles Programm. Wir haben eine Einsatzübung. Die Person oder die Person muss gerettet werden, in 7 Minuten unten ist. Bei der Feuerwehr erstens mal ein bisschen als Ausgleich. Also, es ist definitiv mein Hobby. Ja, ich mache es auch, um ein bisschen der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Also, jeder will, dass man ihn rettet, wenn er in irgendeiner brenzligen Situation ist. Und ja, ich tue mein Bestes. Ja, man lernt immer dazu. Ich bin noch ganz am Anfang, würde ich sagen, aber es macht mega Spass. Ja. Let's go.
Also, ich höre sich heuchen. Die Übung halt ist immer so, schön. Das Bier ist nicht mehr weit. Genau. Danke vielmals. Daniela, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, du bist fast am Verhungern, gell? Ja, ich könnte weinen. Ja, gut. Heute ist Papi-Tag, ja. Daniela geht arbeiten. Und dann ist eigentlich ab da 7:30 die Kleine bei mir, ja. Dann wir miteinander zu mörgeln, machen uns bereit und dann gehen wir raus. Ja. Mami, Erzählst? Papi, Ja. Die Mami geht jetzt. Tschüss. Mua. Du bist eine Liebe. Schönes Tag. Oh ja. Passt auf. Ja, mir hat es glaube ich schon gut heute. Ja. Also, bis am Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss. Wir sind noch müde. Macht's gut. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich kann sie eigentlich gut handeln. Ich darf einfach nicht so intensive Sachen machen. Oder? Muss ich immer schauen, dass ich überall ein bisschen Sicherheit habe. Oder? Aber ja, ich bin mega happy mit dieser Situation. Und wenn meine Frau glücklich ist, bin ich auch glücklich. Daniela arbeitet 2 Tage in der Woche im Nachbarsort im Büro. Sie ist unter anderem zuständig für die Produktadministration und das Marketing. Bonjour. Es war nicht von Anfang an klar, dass ich arbeiten. Also ich wusste, ich will arbeiten, aber welcher Zeitpunkt war nicht so klar. Ich habe dann aber nach einem Jahr festgestellt, dass es mir etwas fehlt. Ja, darum haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und es ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Wir sind darauf angewiesen, dass ich arbeite. Diese Dinger haben drauf gedrückt, weißt du nicht mehr. Mit dem Küsschen, der dort hinten ist, habe ich einen neuen Artikel angelegt. So mit S vorne, S' und die gleiche Artikelnummer. Tun auch helfen, wenn jemand im Lager, in der Bestellwesen ausfällt. Da kann man mich auch einsetzen. Das mache ich Päckchen. Das mache ich auch sehr gerne. Es gibt ein bisschen Abwechslung. Also es ist sehr ein abwechslungsreicher Job und es macht auch Spass, einfach mal etwas anderes machen. Weder nur Mami sein oder Bauern die haben. Am Abend dreht sich bei Huwilers alles um einen ehemaligen Hühnerstall. Der wird für das Landfrauenessen zweckgemacht. Schön. Ja, brauchen wir nicht, oder? Krach bei so Sachen zusammenbauen ist nicht immer vorprogrammiert, kann aber vorkommen. Durchaus. Ich mache so Sachen mega gerne, also so Möbel zusammenbauen. Und dann dürfen wir jetzt mal helfen. Also, es geht gut, was sie da machen. Und wenn sie irgendwo neu ansteht, dann kommt sie dann fragen. Die beiden sind sich vor 5 Jahren das erste Mal begegnet. Was soll ich machen?
Niemand sagt etwas. Oh, gemein. Also in Muri war dort ein Turnfest. Oder willst du anfangen? Ja, ich bin auch als Turnfest Muri, logischerweise. Und dann habe ich ich bin alleine gegangen und habe dort auf Kollegen von der Feuerwehr gewartet. Im einen Festsaal. Und bin dann immer so mit dem Blick beim Teddy hängen geblieben. Er hatte eine unsäglich scheußliche Frisur. Und ich habe dann mir die ganze... Nein, es hat ausgesehen wie Jack Frost. In alle Himmelsrichtungen. Und sind gestanden und ich habe mir gedacht, wie getraut er sich so an so ein Fest. Das hat mich so beschäftigt, seine Frisur. Und ich dachte, wäre eigentlich noch ein schöner. Aber die Frisur... Und dann habe ich weggeschaut und als ich wieder in die Richtung schaue, steht er so vor mir. Ist etwas mit meinen Haaren nicht gut? Mal, irgend so. Und ja, es war ziemlich lustig. Und nachher haben wir dann zusammen ein Bier genommen. Ja, getrunken, Entschuldigung. Das Bier getrunken. Ja, genau. Ja, und eine Woche später haben wir uns wieder am Turnfest gesehen. Ja. Und so ist das Geschichte weitergegangen. Hey, ich habe einfach verzogenes Holz, sorry. Es ist mir voilà. Da kommt nicht so rein, schau. Was? Wir können es ja so lassen. Die kannst du nicht. Nein, Schatz, kannst du mir bitte Die kannst du schnell nicht helfen? vertreten. Ja, nein, es ist jetzt schon richtig. Kannst du mir... Vielleicht muss ich ein bisschen würgen. Und ich habe nicht so viel Kraft. Kannst du noch eine von diesen Schrauben dort bitte, von den kleinen? Ich schätze an Patrick sehr viel. Vor allem für mich das Wichtigste, warum ich mich auch so gerade in ihn verliebt habe, weil er so wirklich ein Mann ist. Weil er einfach alles kann. Er ist so der Fels in der Brandung. Ja, das mit Elena hat uns sicher wahnsinnig fest zusammengeschweißt. Er hat mega viel Verständnis haben für mich. Vor allem, also er hat es natürlich auch schwer gehabt, das ist klar. Aber ein Mann, glaube ich, schon noch ein bisschen schneller auf dieser Schiene. Mal, es ist jetzt so, und wir können es nicht mehr ändern. Und das habe ich nicht gehabt. Das ist nach wie vor so. Dass es jedes Mal, wenn ich irgendwo anfahre, muss ich an etwas anderes denken. Wenn ich denke, jetzt könnten wir in den Zoo oder jetzt könnten wir baden. Und nein, wir gehen jetzt in die Physio, weil sie einfach jetzt das hat. Aber ja. Es ist auch wichtig, dass man für etwas kämpft, das einem wert oder wo einem am Herzen liegt. Das ist bei allem so. Wir sind dankbar, dass wir in der Schweiz wohnen, dass wir die Hilfe haben, dass sie sich so gut macht. Was wollen wir mehr? Ja. Seit sie 3 Wochen alt ist, musste ich bisjährig 2-mal in der Woche in die Physio. Das Bein gipsen, damit das Bein gerade ist. Und weil das Bein 6,5 cm kürzer ist, hat Elena eine Orthoprothese. In der Anpassungsphase fährt Daniela bis zu 3-mal in der Woche zum Orthopäd. Wo ist das Begrüßungskomitee? Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Oh, bist du wieder da? Wollen wir schauen? Gut. Also. Wie ist das denn? Wir mussten selber unten nach. Hast du mir anschrauben? Ja. Der Orthopäd Patrick bastelt zusammen mit der Daniela und der Elena immer wieder an noch besseren Modellen um. Ich hoffe, er hat es gut gemacht. Tipptopp, ist gut. Also gut. Also, dann wir mal probieren. Gut. So. Genau, das Polster. Ja, ich habe das Gefühl, es ist so schön gross, gell? Und der eine Kleber da unten habe ich auch das Doppelkleben. Gut, also da geben wir noch ein bisschen Platz. Dann kann sie sich ein bisschen besser biegen. Super. Gehen wir mal spazieren? Was ist bei mir? Das ist natürlich pures Glück, habe ich gesehen, wie sie umeinander springen, klettern, gumpen mit der Orthese. Wie wenn nichts wäre. Ich habe gedacht, das bringen wir nie so an. Und ich bin überrascht und positiv überrascht. Aber ja, es braucht einfach auch viel Geduld und Zeit. Und es braucht auch, ich glaube, auch der richtige Mensch, der in der Situation das kann. Kommst du mit mir mit?
Das ist mein Mann. Ah, zum Glück habe ich noch Glück gehabt. Also, tschüss, tschüss. Bis nächstes Mal. Das ist alles Also macht ihr bis am Samstag. Ja, hä? super, Gell? danke. Ja, also, tschüss. Wie geübt. Es ist der Abend vor dem grossen Essen. Die Daniela will für ihre Landfrauen selber Ricotta machen. Für das braucht sie Molken, unter anderem hergestellt aus der eigenen Milch. Ich mache es einfach gerne sehr genau und darum überlasse ich jetzt hier sicher nichts dem Zufall. Es ist wichtig, dass es einfach verhebt. Käse machen ist eine Kunst, sagt man. Ich übe mich immer noch daran. Labtabletten, ich brauche eine halbe. Jetzt tue ich dann noch in heißes Wasser drin, dann sollte sich die Labtablette auflösen. Also jetzt tue ich es eigentlich auf 32 Grad auf. Dann kommt das Lab rein. Und dann tut man das Lab gut drunter rühren und dann tut man es eigentlich einfach stehen lassen. Scheiße. Es hat nicht geklappt. Scheiße. Aber was liegt? Ich glaube, ich habe das Lab zu heiß, also das heißes Wasser genommen. Und es kann sein, dass das den Bakterien nicht gut da hat. Ich probiere es jetzt einfach nochmal und nehme lauwarmes Wasser. Genau. Es ist manchmal nicht schlecht, wenn es ein bisschen hoppert vorher. Es kann nur besser werden. Schnaps. Sorry, ich habe gerade gefreut. Das Leben hat wieder einen Sinn. Das Dranbleiben hat sich gelohnt. Oh, schau, wie schön. Ich glaube, es ist noch nie so schön geworden. Super. So. Für das Ricotta braucht sie nur die Molken. Aus dem Rest macht sie anderen Käse. Molken, Vollmilch und Niedeln wieder erwärmen und Zitronensaft drunter mischen. So entsteht die flockige Masse. Abschütten. Auskühlen. Voilà. Mission erfüllt. Im ehemaligen Hühnergarten ist alles parat für die Landfrauen. So, kommen wir rein, die gute Stube. So cool. Oh, so schön. Ein Hühnergarten. Ein Hühnergarten, ja. So schön. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und Daniela kommt jetzt gerade kurz das Nachtessen vorstellen. Ja. Viel Spass und wir sehen uns wieder. Merci vielmals. Anytime is wine time. Ja, passt. Ich habe es vorher weggelesen. Und es passt zu der Daniela. Ja, das passt. Das ist ein Cuvée. Genau, ein Cuvée. Du nicht Theater, du Nein. bist du sagen willst. Das ist ein Cuvée. Ja. 4 verschiedene Rebsorten. Gara Noir, Cabernet d'Orsa, Blauburgunder und Dornfelder. Sehr Genau. gut. Chin Chin. Du, Einen schönen Abend. Danke dir schon jetzt. Du. Gell?
Amore, du machst das super. Viel Glück in der Küche dann noch, gell? Gern Gas. Das ist mega schön, hey. Hammer. Fühlt ihr euch wohl in unserem Hintergarten? Ja, mega. Das sieht richtig gut aus. Die Schöne passen da drin, gell? Komm dann auch noch später. Ja, Geh gut, wir gackern. freuen uns. So gut. Brownie muss weg. Nein. Oh. Ja, also, es gibt selbstgemachtes Ricotta auf gekogeltem Gemüse, garniert mit der Frucht des Walnussbaums, an einer Triologie serviert mit einem Milchmutschli und es hat noch gesalzene Butter dazu, auch selber gemacht. Dann zur Hauptspeise gibt es falsche Lende vom Borstenvieh con salsa della nonna, begleitet mit einem norditalienischen Reisgericht und gebratenem Rohkabis. Und zum Dessert Rehum Rhabarberum mit einer krümeligen Mischung zusammen mit Nidel. Wow. Ja. Viel Glück. Danke. Jetzt können wir rätseln. Ja, jetzt. Die hat das so schön beschrieben bei der Menüvorstellung in einem so einem Gedicht, dass wir gar nicht rausgekommen sind, was jetzt wirklich auf dem Teller wird geben. Das war noch spannend. Dann haben wir zuerst vegan studiert. Ja, was könnte das und dieses und jenes sein? Es war da alles so ein bisschen im Versteckten beschrieben. Es hat also noch sehr viel Raum gelassen, so ein bisschen für uns, um ein bisschen die grauen Hirnzellen anzuspornen. Es ist alles gut gekommen. Sauber gemachte Ricotta schmeckt Daniela noch mit Rucola, Meerrettich und Baumnussöl ab. Salz. Oder noch mehr Meerrettich könnt ihr auch noch Oder ja. tun. Ich finde, es fehlt einfach noch ein bisschen. Ja. Magst du noch ein bisschen vertragen? Ja. Nein, das Shishi-Gäckeli-Zeug liebt mir gar nicht. Lieber so ein bisschen das Grobe. Also ich finde es auch von der Farbe her finde ich es mega. Weniger ist... Ja, ist gut. Ist gut. Ich bin glücklich. Das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sogar besser. Weil der Hühnergarten auf der anderen Strassenseite ist, helfen die Nachbarn Patrick beim Übertragen. Einmal, danke dir. Nicht umkehren. Kind ist so der, der am meisten zu kurz ist. Du hast immer gesagt, Hühnerhoppen machen und jetzt müssen wir helfen. Und so. Sie macht so viel freiwillig, wenn du das sagst. Danke. Das stresst dich irgendwie. Oh, diese Blumen! Irgendwie, meine ich jetzt das nur? Oder haben sie uns das alle nicht gesagt? Oh, diese Blumen sind giftig. Ist gut. Bis jetzt geht es, glaube ich, gut. Okay. Achtung. Ja. Zur Vorspeise gibt es Randencarpaccio mit Ricotta an einer Balsamico-Honigs-Senfsauce. Dazu ein Milchbrötchen. Ui, ui. Bien sûr. Jetzt dann aber. Und da hat sie Ricotta drin. Ich wünsche euch einen guten. Danke Genießt das. Ja. Sehr fein. Könnte aber wirklich noch sein, Meerrettich, gell? Mutschlin, oder was tut es denn noch so? Ist es einfach selber, wo so ein bisschen... In was meinst Nein. Wahrscheinlich hat sie Rucola drin. Im Ricotta. Das ist nicht die Schärfe, gell? Die Randen waren sehr knackig und irgendwie so mit der Honig, Balsamico hat es wahrscheinlich da, oder Senf sicher. Mit dem Söseli, das ist sehr, es hat sehr gepasst. Er hat selber gemachtes Ricotta drauf gehabt. Sehr fein, habe ich noch nie gemacht selber. Und noch mit Walnüssen oben drauf und ein feines Söseli. Das ist sehr schön dahergekommen. Es hat eigentlich schön ausgesehen. Es war jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Ich habe es nicht so mit dem rohen Gemüse. Aber es war stimmig und ich hatte gerne ein bisschen mehr Salatsauce. Und die Wärme. Ich merke, das ist ja gleich noch ein bisschen stressig. Es ist halt das Risotto ist so ein bisschen im Fluch und Sagen. Es ist wahnsinnig fein, aber es ist einfach, du musst wie immer dabei zustehen.
Kannst du nachher bitte mir das Risotto rühren? Ich kann nicht da... Gerne. Also. Können wir aus dieser Küche die ohne Mühe bitte? Ja. Du tust einfach, wenn sie noch mehr Flüssigkeit braucht und so. Eigentlich nicht mehr 15 Minuten. Wir müssen sie noch anrichten. Bist du bereit nachher? Nein, schau mal, das ist nicht mehr heiß. Die Platte kannst du schnell schauen. Der Risotto ist im Fall immer noch... Ja, ich tue jetzt gleich schnell vorbei. Also gut. Und sonst tust du noch ein bisschen Wasser drin, bitte. Das Schweinsfleisch flambiert Daniela mit Whisky auf der Salsa mit Peperoni und Champignon. Professionell. Bist du geschult worden? Wollen wir ihn probieren? Ich glaube es. Versprechen. Katrin? Zum Wohl. Zum Wohl, Helen. Lydia? Zum Wohl, Helen. Patrick, der ist angelernt worden. Der hat gewusst, wie man das macht und hat das super angelegt. Nein, er war sehr zuvorkommend und freundlich und uns hat es auch nicht gefehlt. So. Gut. Also warte. Ich nehme das schnell weg. Das auch so. Schau, ich das Fleisch drauf und du machst die Soße. Und einfach ein Butterblümchen. Ja. So, also. Die sind ja fertig, oder? Also, Blümchen da, 2. Willst du mir die Hand geben? Mach einfach. Deckel drauf. Ah, Scheiße. Geht das? Ja, mach es so über die Daumen hin. Ja, eierig die Sache da. Zum Hauptgang gibt es falsches Filet vom Säuli, con Salsa della Nonna, Parmesanrisotto und bratene Rotköhli. Ui. Es ist sogar von der Lombardei, die Nonna von der Daniela. Ah. Ja. Das ist eben della Nonna. He? Ja, die sind auch von der Nonna. Hey, und wie das schmeckt, gell? Extrem. Ja. Du, das... Ja. Ich finde es immer schön, wenn man seine eigenen Wurzeln nicht vergisst und dass man halt das auch ins Menü mit einbringt. Ich glaube, das Rotkraut war schon regional und ja, kann man auch lagern bis jetzt. Und das Reis, ja, ist jetzt, hat irgendwie Verbindungen von der Großmutter her auf Norditalien. Und darum hat es eigentlich gut gepasst. Und Pilzli und Peperoni, ja, haben wir ein Auge zugedrückt. Kannst dich nicht entscheiden. Schau mal, was für ein Blümchen drauf ist. Scheibe. Wir müssen sie, glaube ich, aufklären, Lydia. Ja, das wollen wir dann machen, ja. Ich glaube es. Genau, was sie da so vorbereitet. Nein, wir fragen sie, wie denn das Blümchen geheissen hat, was da drauf ist. Ist gut möglich. Ja, gut zusammen. Ist echt das Kräutchen auch von diesem Blümchen? Ja. Ich glaube, ich traue mich nicht dazu. Nein, das ist Peterli. Ich finde es jetzt der Hammer, wie sie das gemeistert hat von denen hier durch. Und das ist einfach jetzt noch warm. Also, Ja, weißt, gerücht. es ist jetzt noch richtig... Ja, also Das war aber nicht brutal warm, sondern wirklich das Essen ist das so finde ich jetzt heiß. so Gott so also das ist sehr eine rechte der Hammer. Herausforderung. Ja. Die Landfrauen bewerten das ganze Menü nach Kreativität, Präsentation, Geschmack, Saisonalität und Regionalität. Sie vergeben Punkte von 1 bis 10. Die Resultate bleiben bis zur Finalsendung unter Verschluss. Nur positiv. Ja, was? Das ist aber schön zu hören. Ja. Es war super. Eben Peperoni und Pilzensauce drin, aber das hat das Fleisch recht überdeckt. Hat es jetzt von der Peperoni her und regional ist jetzt sicher Peperoni nicht, ja, hat das nicht so gepasst. Es war so fein und einfach das mit dem Einbau von dem Grossi. Ich finde das persönlich einfach noch etwas Schönes, dass man dann etwas Traditionelles mitnimmt oder einfach die Großmutterrezept. Und das finde ich ganz eine schöne Sache, dass er das eingebaut hat. Einzige Kritik, was? Die Blümchen, die wir nicht drauf gemacht haben, die sind eigentlich giftig. Gell? Was? Also einmal für Kühe.
Blümchen? Das sind scharfe Hahnenfüße, die sind giftig. Leicht giftig. Normalerweise tut man Blümchen auf den Teller, wo wir essen, und Ankenblümchen sind giftig. Aber wir haben das alle gewusst und es hat super schön ausgesehen und wir konnten es wegtun und alles gut. Jetzt habe ich alles alleine abgeräumt. Sind aufgegessen? Sauber ausputzt. Eben. Aber sie sind randvoll, gell? Und ich habe Freude. Ja. Schön. Es hat nicht geschmeckt. Aber es hat niemand das hure Blümchen gegessen. Es hat jeder auf die Seite da. Ich habe ein sehr schlechtes Gewissen, weil Daniela hat sich auf mich verlassen. Ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel und ich bin einfach froh, haben sie es gegessen. Und dass sie es irgendwie vergessen können. Das scheisst. Dass das Essen so fein war, dass ja. Und schon wieder ein Blümchen, aber das Mal eine Rose. So, ist das zu gross? Nein, das ist doch super. Da tust du mal drauf, weißt, du kannst es ja immer noch ein bisschen abeinander machen, wenn es zu gross ist. Und wenn es abgeht? Kann ich dieses drauf tun? Das ist doch essbare Kunst, oder? Zum Dessert gibt es Rhabarber-Streuselkuchen mit Niedeln. Und da hat es eine Kuchen. Portion. Ja. Als Kuchen hat es also nicht erwartet. Streuselkuchen, nein. Auch nicht? Aber es geht schon jetzt. Ja, ja. Also meine ist noch sehr klein. Was ist es? Zucker. Karamell wahrscheinlich. Ihr Dessert mit dem Streuselkuchen, also mit dem Rhabarber, der sicher definitiv saisonal ist. Also die Rhabarber wachsen jetzt wunderbar im Garten. Und mit dem Streusel oben drauf, ich liebe das. Das Dessert war top, wirklich. Das habe ich sehr stimmig gefunden. Eigentlich recht einfach. Es hat nicht so viele Komponenten gehabt, aber es hat einfach das Menü super abgeschlossen. Es war herrenfein. Prost! Danke. Freue Einsatz. Zum Wohl. Super, Daniela, hast du gemacht. Danke vielmals. Für eine Freude. Cheers. Cheers. Ich muss jetzt zuerst schnell packen. Ja. Hock du dort. Daniela will aber noch etwas loswerden. Blümchen, gell? Ich bin so froh, haben ihr keins gegessen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist hinten und vorne nicht recht. Wirklich, das wäre ein No-Go. Ein absolutes No-Go, dass ich heute... Nein, wirklich. Wirklich. Und ich bin einfach froh. Was bei der Helen im Kanton Thurgau auf die Dauer kommt. Nächste Woche bei der Landfrauenküche.